Ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wir kommen jetzt zum speziellen Teil von unserem Gottesdienst, nämlich zu dem Interview mit dem Franz Gfeller. Und ich fände es schön, wenn wir ihn auf der Bühne begrüßen mit einem ganz, ganz herzlichen Applaus. Willkommen, danke, dass du da bist. Franz, du bist 64-jährig, verheiratet mit der Marianna, die heute Morgen auch da ist. Danke vielmals, dass du mitgekommen bist. Ihr habt zusammen 4 erwachsene Kinder. Du hast in Worb bei Bern eine Holzbaufirma gegründet und über viele Jahre hinweg geleitet. Und eigentlich hast du ein ganz normales, könnte man sagen, und körperlich gesundes Leben geführt, bis zu dem einen schicksalshaften Tag. Es war ein Sonntag, 24. Januar 2016. Da hast du völlig aus dem Nichts, unerwartet, einen Herzstillstand erlitten und bist auf dem Bahnhofplatz in Worb zusammengebrochen. Alarmiert von einem Lokführer, der gerade eingefahren ist mit seinem Zug, sind die Rettungskräfte ca. 20 Minuten später bei dir eingetroffen und haben während 110 Minuten mit insgesamt 16 Elektroschocks versucht, dich zu reanimieren, bis das schließlich dann gelungen ist. Und erst nach 3 Tagen auf der Intensivstation hat es wieder erste Lebenszeichen von dir gegeben. Dass du heute lebst, das ist ein Wunder. Anders kann man es nicht sagen. Ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass nur die allerwenigsten Menschen so einen Zwischenfall, einen Herzstillstand überleben. Normalerweise geschieht das nur dann, wenn die Leute in einer medizinischen Einrichtung sind, weil man das nur mit Elektroschocks behandeln kann. Und die Überlebenschance im Normalfall nach 10 Minuten gegen 0 sinkt. Und wir erinnern uns, 20 Minuten ist es gegangen, bis die Rettungskräfte überhaupt bei dir sind. Du bist auf eine wundersame Art und Weise genesen. Dir geht es heute so weit gut. Und über das aus, über das Wunder, das du erlebt hast, hast du in dieser Zeit, wo du tot warst, auch ein außergewöhnliches Erlebnis gemacht. Würdest du uns davon berichten, was du erlebt hast in dieser Zeit, wo du tot warst? Ja, das ist ganz eine andere Geschichte, als die uns der Reto jetzt hat vorgetragen. Ich bin plötzlich auf einer endlosen Ebene gestanden und eine wunderbare Stimme direkt hinter mir hat zu mir geredet. Und natürlich hat es mich Wunder genommen. Was ist das? Wer ist hinter mir? Ich drehe mich auf die linke Seite und sehe den Mantel oder den Rock bis am Boden, aber endlos in der Breite. Und sofort schaue ich gerade rauf und sehe endlose Grösse. Und noch ganz schön schaue ich auf die rechte Seite und sehe wieder, endlose Grösse steht hinter mir. Aber redet zu mir mit einer Stimme, die mir so vertraut war und gleich noch nie so etwas gehört. So eine Liebe, die ich nicht beschreiben kann. An jede Silbe, an jedes Wort war so treffend, so voll Liebe. Und er stellt vor mir zu suchen auf die Fläche ein wunderschönes, schnelles, teures Auto. Und dann sagt er zu mir, so viele Menschen um dich herum, die bügeln die ganze Zeit, dass sie das Auto vermögen. Und sie putzen es, sie haben Sorge, sie können es fahren. Aber sie checken nicht, dass ich eigentlich der Schöpfer bin von dem allem. Ich, der ihnen die Weisheit hat gegeben, für so etwas Wunderbares zu konstruieren. Und dann stellt er ein wunderschönes Haus vor mir zu suchen. Eine richtige Villa. Und das Haus fasziniert mich und ich muss sagen, da möchte ich wohnen. Und er sagt noch einmal genau das Gleiche. So viele Menschen um dich herum, für die bedeutet das Haus alles. Sie arbeiten die ganze Zeit, dass sie das Haus vermögen. Und sie sehen nur das Irdische, was so kurz währt.
Und dann stellt er noch einen ganzen Felsen, eigentlich eine ganze Berglandschaft vor mir zu suchen, 1:1. Mit Seen, mit Wald, mit Bäumen, mit Blumen. Es duftet und ein wunderschöner Bergweg darauf, der dich einladet, zum Wandern. Und er sagt zum 3. Mal das Gleiche. So viele Menschen um dich herum. Für die ist die Natur alles. Sie arbeiten die ganze Zeit, dass sie am Wochenende die Natur geniessen können. Und sie checken nicht, dass ich der Schöpfer bin, der das alles geschaffen hat, dass sie es dürfen geniessen. Aber sie checken nicht, dass sie nach mir dürften fragen, sich mit mir dürften befassen, ich, der der Schöpfer bin. Und dann schlägt er vor mir eine Bibel auf, Gottes Wort. Und ich sehe das Wort auf weissem Papier, schwarz wie mit so klar geschrieben. Und ich sehe, jedes Wort hat wirklich seine Bedeutung. Es gibt keine Verfehlung. Es gibt keinen Widerspruch. Und er sagt, mein Wort ist nicht eine Empfehlung. Mein Wort ist die Wahrheit. Nach meinem Wort geht's. Und dann sagt er noch zu mir, Mensch. Und mir ist sonnenklar, mit Mensch meint er mich. Und er meint dich. Mensch, tu deinem Nächsten begegnen in Liebe. Im Kleinen. Wenn du siehst, deinem Nächsten fehlt vielleicht ein bisschen Weisheit. Etwas, was er noch nie gemacht hat. Für dich ist es Alltag, für dich ist es klar. Aber du bist nebenzu. In 2 Schritten bist du bei deinem Nächsten und kannst ihm heute einen Tipp geben, wie das geht. Und für ihn ist der Tag gerettet. Oder wenn es ihm, deinem Nächsten, an der Kraft gebricht. Und ich sehe vor mir eine zierliche, hübsche Frau, die einen Sack Dünger ins Auto laden, den sie gerade eingekauft hat. Ich parkiere neben ihr und ich bin in 2 Schritten bin ich bei ihr. Kann ich euch heute helfen? Auf einer Seite nehmen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Es hat mich nicht 2 Sekunden gekostet, aber für diese Frau ist der Tag gerettet. Und dann, nach dem, wird der Auftrag in mein Herz ausgegossen. Also etwas, was ich noch nie erlebt habe. Die Atmosphäre um mich herum, das ist so etwas Wunderbares. Ein Duft, den ich noch nie erlebt habe, den ich auch nicht beschreiben kann. Und er sagt zu mir, gang noch einmal zurück zu deinen Nächsten, mit denen, wo du unterwegs bist, mit denen, wo du dein Leben teilst. Bring ihnen mein Wort. In meinem Wort finden sie mich. Studiert das Wort, lebt das Wort. Das ist das, was ich dürfen leben. Du hast gesagt, an einem anderen Ort, dass die Atmosphäre so schön war, dass du eigentlich kaum wieder zurückgehen und trotzdem war der Auftrag so klar gewesen. Du hast jetzt sozusagen ein zweites Leben geschenkt bekommen. Wie hat sich der Blick aufs Leben oder das, was dir wichtig ist, verändert durch das? Was ist heute anders wie früher? Ja, ich darf sagen, das irdische, vergängliche, das eigentlich uns in jedem Ecke umgibt, das hat die Priorität deutlich abgenommen. Dafür ist Gottes Wort mir umso lieber geworden. Und hat mir einen Horizont aufgetan, verständlicher, eindringlicher, ja. Die Bibel ist sozusagen auch ein Teil jetzt geworden von deinem Alltag. Das war ja vorher auch schon sehr wichtig für dich, oder? Genau. Ja. Ja. Jetzt hast du deine Geschichte vielen verschiedenen Menschen dürfen erzählen, die haben es mitbekommen. Du hast mir auch erzählt von diesen Leuten im Spital. Und haben mir so überlegt, gibt es einen Moment, eine Begegnung, wo du gesagt hast, die ist dir besonders in Erinnerung geblieben, wo du dich jetzt heute noch daran erinnerst, so wo du deine Geschichte erzählt hast? Das ist noch schwierig.
So manches erlebt sie dir. Aber eine Begebenheit, die ich nicht so schnell vergessen tue, die mir nachläuft, ich bin gebeten worden, für ein Zeugnis zu geben in einer Schule. Ich habe nicht gecheckt, dass das eine ganz katholische Gegend ist. Und ich durfte eigentlich zu Schülern reden, aber der Saal war voll, vom kleinsten Kind bis zum alten Grossi. Und mir ist sofort aufgefallen, ein kleines Mädchen in der ersten Reihe. Das hat mich von Anfang an nicht mehr aus den Augen verloren. Es hat so aufmerksam zugelassen. Und als ich fertig war, hat sich sofort eine Traube um mich herum gebildet von Kindern, die Fragen hatten und Fragen und Fragen. Und ich sehe das Mädchen wieder vor mir zu suchen. Und es hat eine Frage auf dem Herz gehabt, es ist nicht durch die Traube durchgekommen. Und dann sehe ich es wieder in einer anderen Ecke plötzlich. Am Angreifen, am Ellbogen, auf mich zu, mit dieser brennenden Frage. Und es kommt nicht durch. Und dann sehe ich es in dieser Ecke plötzlich. Am Angreifen, am Ellbogen. Und ich habe gesehen, das Mädchen, das hat eine Frage auf dem Herz. Und die Frage, die hat mich so tief berührt. Und als ich das sehe, gehe ich ein paar Schritte auf ihn zu, weil es einfach nicht durchkommt. Und was vor mir steht, strahlt es mich an und sagt, Herr Gfeller, darf ich nicht 2 Bibeln haben? Ich habe ihnen gesagt, ich habe noch Gideon-Testament da. Und es darf es jedes, der noch keine Bibel hat, ein Gideon-Testament mit hineinnehmen. Und ich habe ihnen auch gesagt, während diesem Referat, eben das, was ich vorhin gesagt habe, in meinem Wort, findet ihr den Jesus. Und seine Frage war, darf ich nicht 2 Bibeln haben? Eine für mich und eine für meine Mutter. Und ich habe gesagt, natürlich darfst du 2 Bibeln haben. Und das ist wieder verschwunden. Und das taucht auf von dem Stapel Bibeln, den ich aufgetischt habe, zu einem Kreuz. Regt auf, packt 2 und ist abgetaucht und seitdem habe ich es nicht mehr gesehen. Ein Moment, wo mir nachgelaufen ist. Liebes Herz, hast du auch das Brennen, für mit dem Jesus unterwegs zu sein? Stell dir vor, du siehst einmal das kleine Mädchen in den Armen von Jesus und du hast vielleicht genau das gleiche Angebot gehabt. Und du hast es verpasst. Du hast den Ruf nicht ernst genommen. Und hast es verpasst. Das hast du mir auch noch erzählt in der Vorbereitung. Eben für dich ist das ein völlig unerwarteter Moment gewesen, gell, wo das passiert ist. Hat das auch noch Gedanken ausgelöst in dir, dass das so plötzlich war, eben ohne Anzeichen im Voraus? Das ist etwas, was mir sehr zu denken gegeben und immer wieder sehr zu denken gibt. Dass einfach so etwas passieren kann. Mir ist es nie eine Sekunde schlecht gegangen. Plötzlich stehe ich vor diesem Schöpfer. Und ich habe auf das Innerste gewusst, da gibt es keine Gelegenheit mehr, etwas probieren, jetzt gerade in die Rede zu tun. Es geht darum, hier, während wir auf der Erde sind, uns zu entscheiden, für Jesus oder gegen Jesus. Und es wird uns zu spät geben. Jetzt bist du ja extra da angekommen zu uns, für all die Leute deine Geschichte da zu erzählen. Und was würdest du dir wünschen, dass das auslöst, dass das bewirkt bei den Leuten, die da jetzt zuhören? Mein grösster Wunsch ist ein Ja für Jesus. Das Ja für Jesus, das bedeutet dir sehr, sehr viel, gell? Wie macht man das oder wie kommt man dort an? Ein
Es ist so einfach. Es braucht einfach ein Ja. Mehr nicht. Ein einfaches Gebet, ein paar einfache Worte. Schön. Franz, hast du noch etwas, wo du auf dem Herzen hast, was du möchtest teilen mit diesen Leuten da, wo du sagst, hey, das habe ich noch nicht so können sagen oder würde ich gerne, dass es jeder gehört hat? Das, was mich einfach so berührt, ist das, was ich erlebt habe, was ich einfach gesehen habe, dass eben mir nie eine Sekunde wäre unwohl gewesen. Und plötzlich stehst du vor dem Schöpfer. Danke vielmals. Danke vielmals, es ist sehr berührend, deine Geschichte und das, was das auch ausgelöst hat. Und wir möchten das mitnehmen. Danke vielmals, gebt ihm doch einen herzlichen Applaus. Danke vielmals. Danke dir. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Für die mich vielleicht nicht kennen, ich bin der Joni Schneider, ich bin der Mann von der Steffi und wir zwei haben das Privileg, zusammen hier GVC Zürich Oberland leiten. Genau. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist während dem Interview. Es war mega beeindruckend, auch mega herausfordernd. Krass, was der Franz da erlebt hat und es löst schon viel aus in unseren Gedanken, oder? Mega viel. Vielleicht verwirrt es dich ein Stück weit, wirft Fragen auf, die du dir vielleicht noch nie gestellt hast oder die jetzt plötzlich neu aufgepoppt sind. Und es geht ja auch um Fragen wie, ja, geht es wirklich nach unserem Tod irgendwo schlussendlich noch weiter? Gibt es da noch mehr als jetzt einfach das Leben, das wir da haben und irgendwann ist einfach fertig? Vielleicht bist du auch skeptisch, wenn du so Berichte hörst, von, wie jetzt das der Franz erlebt hat. Ich kann das gut verstehen. Ich bin auch eher so ein rationaler Mensch und ich bin auf die eine Seite fasziniert, wenn ich so etwas höre, und auf die andere Seite gleichzeitig kommen dann schon so die Fragen, ja, ist jetzt das echt, wie ist jetzt das gewesen und so. Aber völlig unabhängig davon, oder, wie wir zu dem stehen, merke ich die Frage, was passiert, wenn wir irgendwann einmal sterben, ist eine Frage, wo jeder von uns etwas angeht. Wo die Menschheit schon immer beschäftigt hat, seit es sie gibt. Und ich bin sicher, dass auch du dir diese Frage irgendwo schon mal gestellt hast. Ich kenne Leute, die vielleicht, weil sie so schwierig ist, die Frage, die auch irgendwo verdrängt haben, auf die Seite geschoben haben, gesagt haben, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll und das mal auf die Seite gelegt hat. Ich kenne aber auch Leute, die quält die Frage, die sich mega damit beschäftigen und dass es ein riesiges Thema ist in ihrem Leben. Und es ist wirklich, eben, wie ich schon gesagt habe, es ist eine der ältesten Fragen überhaupt und es ist auch eine von den Grundfragen, wo sich die Philosophie damit beschäftigt. Der Immanuel Kant hat die Frage ganz am Anfang der Existenzphilosophie angestellt und gesagt, was darf ich hoffen? Das ist so die Grundfrage der ganzen Existenzphilosophie. Und der Punkt ist, oder, dass wir alle von irgendwelchen Hoffnungen getragen sind in unserem Leben. Wir alle hoffen. Jeder Einzelne von uns hat irgendwo Hoffnungen in seinem Leben. Wir sind das einzige Lebewesen auf dem Planeten, das sich irgendwie Gedanken machen über die Zukunft und was noch kommt und wo in das ihnen irgendwo Hoffnungen setzt. Und die Gedanken, die wir machen, die sind immer entweder haben es mit Angst zu tun oder dann mit Hoffnung. Wir sind die Einzigen, die schon Jahre im Voraus planen von unserem Leben. Wir machen Bucketlists, was wir alles noch tun wollen. Wir machen eine Vorsorgeplanung, wir machen Karriereplanungen, wir machen auch Kinderplanungen und so weiter. Es gibt Leute, die planen sogar schon weit über ihr eigenes Leben aus. Und mega viele von euch hoffen wahrscheinlich auch, dass sie gesund bleiben. Oder wenn man gerade krank ist, dass man wieder gesund wird. Vielleicht hoffst du darauf, dass die AHV für dich dann irgendwann noch etwas hat, wenn es dann endlich so weit ist. Vielleicht hast du die Hoffnung auch schon aufgegeben und angefangen, es anders vorsorgen. Vielleicht hoffst du darauf, dass dich nie ein schlimmer Schicksalsschlag trifft. Keinen grossen Verlust musst du erleiden. Vielleicht hoffst du darauf, dass du in deiner Beziehung, in deiner Ehe glücklich wirst oder dass du irgendwann den richtigen Partner für das findest. Und du hoffst darauf, dass du nicht enttäuscht wirst von Menschen, die dir näher stehen.
Oder du hoffst darauf, dass die Pläne, die du hast, die Sachen, die du dir wünschst von dem Leben, dass du die kannst erfüllen, verwirklichen kannst. Wir brauchen Hoffnung. Jeder Einzelne von uns braucht Hoffnung. Und ich glaube, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er die Hoffnung verliert. Hoffnung ist das, was uns einen Grund, einen Sinn gibt zum Weiterleben, einen Antrieb. Und dort, in dem Moment, wo die Hoffnung stirbt, dort stirbt immer auch etwas in unserem Leben. Und es ist oft passiert, dass Menschen, die ganz alle Hoffnung verloren haben, dass es auch mit dem Leben nicht mehr lange weitergegangen ist. Oder ich mag mich erinnern, in der Situation, wo meine Eltern sich getrennt haben, am Anfang war noch Hoffnung da, dass es wieder gut kommt. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo die Hoffnung gestorben ist. Und in dem Moment ist auch etwas in mir gestorben. Dort, wo die Hoffnung stirbt, dort stirbt auch etwas in uns. Und die Frage ist, was für eine Hoffnung haben wir für das Ende von unserem Leben oder wie es nachher weitergeht. Und ich möchte dich fragen, jetzt gerade so am Anfang, dass du vielleicht schnell überlegst, was hoffst du? Hoffst du einfach, dass alles schlussendlich irgendwann gut wird? Oder sagst du, ich habe keine Ahnung? Oder ist das eine Frage, die du versuchst, von dir wegzuschieben, zu verdrängen und dir keine Gedanken darüber machen? Ich möchte heute mit euch anschauen, dass es eine wunderbare Hoffnung gibt für das Leben oder für das es nach dem Tod eben schlussendlich weitergeht. Und dass wir alle heute Morgen wieder mit Hoffnung heimgehen können, schlussendlich. Der Grund für die Hoffnung, die ich euch zeigen möchte, die liegt in allererster Linie im Auferstehungsereignis von Jesus Christus. Das, was wir jetzt an Ostern feiern, dass Jesus Christus gestorben und wieder auferstanden ist. Weil die Bibel beantwortet die Frage nach einem Leben nach dem Tod mit einem enthusiastischen Ja, dass es das gibt. Sie geht klar und deutlich von einem Leben nach dem Tod aus und Jesus selber hat von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist eine starke Aussage. Und vielleicht denkst du jetzt gerade so, ja, sind jetzt das echt schöne Worte, bis wo uns ein bisschen helfen sollen. Die Bibel berichtet ausführlich davon, wie Jesus am Karfreitag am Kreuz hingerichtet worden ist und wie er 3 Tage später wieder auferstanden ist. Die Römer haben Jesus ans Kreuz geschlagen und dort sterben lassen. Und zum sicher gehen, dass er wirklich tot ist, haben sie mit einer Lanze noch ein bisschen nachgeholfen oder nachgeprüft. Jesus ist ab dem Kreuz genommen worden, er ist einbalsamiert worden, er ist in ein Felsengrab, das ist so eine Höhle, hineingelegt worden. Und der Zugang dazu ist mit einem grossen Stein verschlossen worden. Und man hat sogar Wachen vorne angestellt, um sicher zu gehen, dass da nicht irgendjemand den Leichnam klaut. Und 3 Tage später ist das Grab trotzdem leer gewesen. Der Stein war weg gewesen. Und 2 Engel haben zu diesen Frauen, die an das Grab gegangen sind, gesagt: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und wir lesen in der Bibel davon, dass Jesus in der nächsten Zeit insgesamt über 500 Menschen begegnet ist. In unterschiedlichsten Begegnungen. Und nicht einfach als eine Vision, als ein Bild, sondern als eine Person, wo sie können anlangen, wo sie können berühren, wo gegessen hat, wo getrunken hat mit ihnen. Er ist 3 Tage, nachdem er umgebracht worden ist, wieder auferstanden. Und das ist das, was wir feiern an Ostern, oder? Wo wir jetzt uns ein Stück weit auch daran erinnern. Jetzt die Frage ist vielleicht für dich, ja, was hat jetzt das mit meiner Hoffnung zu tun? Aber das ist das Ereignis, das der Grund ist für die Hoffnung, die wir haben als Christen. Es ist Hoffnung für dich, es ist Hoffnung für deine Zukunft. Weil Jesus hat gesagt, dass die Hoffnung auf die Auferstehung auch für dich gilt. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wir sehen durch die ganze Bibel, durch das Neue Testament, wie die ersten Christen ganz klar von dem ausgegangen sind. Das ist für sie so klar gewesen. Der Paulus schreibt im Brief an die 1. Korinther im Kapitel 15, das ist das Kapitel, wo es um die Auferstehung geht. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden.
Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Wow. Die Bibel redet also davon, wenn Jesus so verstanden ist und das stimmt, dann ist die Möglichkeit da für dich da. Weil Jesus von Anfang an dich und mich in das drin hineingenommen hat, inkludiert hat in das hinein. Vielleicht fragst du dich, okay, spannende Gedanken, wie muss ich mir das vorstellen? Heißt das nachher einfach endlose Langweile? Das Leben da geht einfach weiter oder es geht genauso weiter mit all dem Scheissdreck, den wir jetzt in unserem Leben erfahren? Aber da, die Bibel redet von einer anderen Art von Leben, von einem Leben mit ganz einer neuen Qualität. Wir wissen nicht mega viel darüber. Aber der Franz hat das angetönt, dass das wie anders war, das, was er dort erlebt hat, wo wie nichts gestört hat. Alles war so klar und eindeutig gewesen. Die Bibel redet an verschiedenen Stellen, wie das Leben ganz eine neue Qualität hat, ganz anders ist als das Leben, das wir hier haben. So, man kann sich das auch vorstellen, vielleicht so, wie wir das Gefühl haben, hätte eigentlich das Leben von Anfang an müssen sein. So, wie es eigentlich gedacht war. Wir lesen, dass es keine Ungerechtigkeit mehr wird geben. Du wirst Frieden erleben. Gerechtigkeit. Es wird keine Trauer mehr geben. Du wirst Freude erleben in dem Leben, wo du jetzt vielleicht gerade im Moment damit Mühe hast. Du hast keine Schmerzen, keine Krankheit mehr. Was immer du auch heute für Ungerechtigkeit, für Krankheit, für Schmerzen, für traurige Sachen in deinem Leben erlebst, es wird dann einfach gut sein. Das ist die Hoffnung, die uns die Bibel gibt auf das Leben nach dem Tod, dass es nach dem Leben eben noch weitergeht und noch nicht fertig ist. Das Beste schlussendlich noch kommt. Und vielleicht, wenn du jetzt nicht schon christlich aufgewachsen bist oder vielleicht auch schon, wenn du sehr ein skeptischer Mensch bist, denkst du jetzt vielleicht, das ist doch alles Fake News. Das ist zu gut, zum wahr zu sein. Es tönt zwar gut, aber es ist irgendwo mega weit hergeholt. Oder vielleicht ist dein Motto auch, ich mache mir lieber keine Hoffnungen mehr, weil dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und das stimmt schon, oder? Du hast recht. Um irgendwo Hoffnung zu haben in etwas, muss es irgendeinen Anhaltspunkt geben, dass an dieser Hoffnung auch etwas dran ist. Dass das nicht einfach etwas ist, wo wir eingebildet haben. Wir hoffen nicht, wenn es überhaupt keinen Grund gibt dafür. Auf Gesundheit hoffst du vielleicht, weil du dich gesund ernährst, weil du einen guten Doktor kennst, weil du siehst, dass auch schon andere von dem geheilt worden sind. Auf eine gute Rente hoffst du, weil du eben sparst dafür und weil wir ein System haben, das vielleicht bis zu uns noch verhebt. Aber es gibt immer einen Grund, warum wir Hoffnung haben. Etwas, das die Hoffnung stärkt, wo dieser Hoffnung eine Grundlage gibt. Und das ist die Frage, die man sicher auch mit der Auferstehung und dieser Hoffnung von der Bibel stellen können. Ist das nicht einfach eine schöne Idee? Ist das nicht einfach ein Mythos? Eine Legende, etwas, das die ersten Jünger erfunden haben, weil sie enttäuscht sind, dass es nicht so rausgekommen ist, wie sie gedacht haben? Weil die Frage ist schon, wenn das nicht stimmt, dann können wir eigentlich als Kirche oder dann können wir unseren ganzen Glauben in den Koffer tun und auf die Seite tun, dann macht alles keinen Sinn. Auch der Paulus schreibt das im 1. Korinther 15. Er sagt, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Dann ist es eine schöne Idee. Oder er sagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle recht, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann können wir das Leben noch ein bisschen geniessen und versuchen, das Beste rauszuholen und sonst hat es keinen mehr Sinn. Aber es gibt zum Glück gute, rationale Gründe, in dieser Auferstehung von Jesus eine begründete Hoffnung zu sehen für unser Leben und für das Leben nach dem Tod. Zum einen wissen wir, dass die Römer wirklich gründlich waren, wenn sie jemanden umgebracht hat. Jesus hat nicht einfach heimlich noch irgendwie gelebt oder ist nur halbtot gewesen. Wir wissen auch, dass es nie Leute gegeben hat oder Gegner gehabt hat, die irgendwo aufgestanden sind und gesagt haben, hey, das ist alles nur ein Fake. Jesus haben es wahrscheinlich aus dem Grab rausgestohlen und irgendwo noch jemand anders tun. Im Gegenteil, sie haben sogar Leute bestechen, um so etwas zu behaupten. Oder auch die Art und Weise, wie die Bibel darüber berichtet, gibt uns gute Gründe zum Glauben, dass das
echt ist, was sie dort beschrieben haben. Die Bibel, wenn es jetzt das Konstrukt wäre, dann hätten sie es eigentlich viel geschickter können machen. Sie hätten sicher nicht davon berichtet, wie die Jünger am Anfang gezweifelt haben und sich nicht sicher sind und das nicht geglaubt haben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Es wären nicht Frauen gewesen, die das leere Grab gefunden hätten. Weil in der damaligen Zeit, wenn du glaubwürdig erscheinen wolltest, dann wären es irgendwelche wichtige Männer gewesen, die das gefunden haben. Ein Jünger vielleicht von Jesus, aber es sind Frauen gewesen, die zuerst dort sind. Sie haben relativ kurz darauf die Berichte in Papierform oder dort so Schriftrollen gebracht, während jenste von diesen 500 Augenzeugen noch gelebt haben. Das wäre eine dumme Idee gewesen, wenn sie irgendetwas dort drin hineingeschrieben hätten, das nicht stimmt, weil die hätten können anstehen und sagen, das stimmt im Fall nicht, was ihr da schreibt. Und ich glaube, wenn das Grab nicht tatsächlich leer gewesen wäre und wenn sie nicht tatsächlich überzeugt gewesen wären davon, dass Jesus so verstanden ist, wäre wahrscheinlich niemand von ihnen bereit gewesen, das Leben anzugeben für die Botschaft. Und einige davon sind angestanden und haben ihr Leben müssen geben. Es gibt also viele Gründe, um davon auszugehen, dass da tatsächlich Jesus so verstanden ist, dass das eine Hoffnung ist, die begründet ist und die nicht einfach irgendwo ein frommer Wunsch wäre. Und ich glaube, das Einzige, was es von uns aus braucht, und das hat der Franz so gut gesagt, ist dieser Hoffnung Glauben schenken. Ein Ja dazu zu haben. Glauben heisst, im Heute schon so zu leben, als ob die Hoffnung, die wir haben, absolute Gewissheit ist. Und dabei immer mehr merken, dass es tatsächlich verhebt, dass wir dieser Hoffnung vertrauen können. Ich weiss nicht, wer von euch das mitbekommen hat, dass in den letzten Wochen da das Bild, das erste Foto von dem schwarzen Loch gemacht worden ist. Wer hat das alles irgendwo mal gesehen? Es sieht so aus wie ein Donut. Haben sie da mitgenommen? Oder wie aus irgendeinem Film. Die Idee, dass es schwarze Löcher gibt, die stammt von Albert Einstein. Und am Anfang war das eine Theorie. Und dann hat es Wissenschaftler gegeben, die dieser Theorie geglaubt haben, die die Hoffnung hatten, dass das effektiv stimmt und die sich so verhalten haben und die so geforscht haben, als wäre das eine Tatsache. Und das Team, das das Foto gemacht hat genau das tun. Sie haben dieser Hoffnung ihren Glauben geschenkt, so tun, als wäre das Gewissheit, bis sie fähig sind, jetzt das nachzuweisen und das Foto von dem schwarzen Loch zu präsentieren. Und genau so, oder? Ist es auch mit dem Glauben. Weder der Anfang von Raum und Zeit ist irgendwo beweisbar. Auch dort muss sich die Wissenschaft auf Glauben stützen. Und darum ist übrigens Glauben und Wissenschaft ist überhaupt nicht ein Widerspruch. Aber es bleibt immer ein Stück weit auch eine Glaubensfrage. Eine Hoffnung, die wir haben, eine Theorie, die wir unseren Glauben schenken müssen. Und einer von diesen Wissenschaftlern, wo es gelungen ist, das Foto zu machen, der Professor Dr. Heino Falke, hat in einem Interview gesagt, und man sieht daraus, dass er ein Christ ist, er sagt, Glauben heißt, so zu leben, als ob Gott wirklich da wäre und dann festzustellen, dass er es wirklich ist. Ich glaube, genau das ist es, wo wir Christen immer wieder erfahren. Dass wir dieser Hoffnung, die wir haben, Glauben schenken und im Heute schon so leben, als wäre es absolute Gewissheit und in diesem Leben, in dem mit Gott unterwegs sein, feststellen, tatsächlich, die Hoffnung verhebt. Auf das kann ich bauen. Ich erlebe es immer wieder, dass der Gott eine Realität ist, dass der Gott in meinem Leben absolut Sinn macht, dass ich dieser Hoffnung, die in der Bibel steht, wo die Bibel uns darüber erzählt, dass das Wahrheit ist und dass das verhebt. Es ist wie der Glauben in die Hoffnung, wo die Hoffnung auf eine Zukunft schon im Heute eine Realität sein lässt. Das war vielleicht ein komplizierter Satz. Es ist der Glaube, wo die Hoffnung, wo an eine Zukunft im Heute schon, da wo wir jetzt sind, eine Realität sein lässt. Ich erkläre es nachher noch mal ein bisschen. Das ist das, was Ostern bedeutet. Dass du Hoffnung hast. Dass es für dich eine Hoffnung gibt, die über das Leben ausgeht. Eine Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende von allem ist. Eine Hoffnung, die dafür sorgt, dass der Tod ein Stück weit seinen Schrecken verliert. Dass wir keine Angst davor haben. Eine Hoffnung, dass du zuversichtlich leben darfst. Im Wissen, dass eine gute Zukunft auf dich wartet. Das Beste irgendwann eben dann noch kommt.
Egal, was heute und morgen gerade passiert. Eine Hoffnung, dass das Leben ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tränen auf dich wartet. So wie es von Anfang an gedacht gewesen wäre. Und das Lustige ist, ich stelle immer wieder fest, dass die Hoffnung in die Zukunft hinein ganz konkrete Auswirkungen hat. Im Jetzt, fürs Heute. Dass es weit mehr ist als eine Hoffnung, die nur in die Zukunft geht, sondern dass es auch mega viel Hoffnung gibt für heute. Wenn du so eine Hoffnung hast, kannst du heute schon ganz anders leben. Kommst du eine ganz neue Perspektive aufs Leben im Heute über. Und gerade in der heutigen Zeit, oder, wo Selbstoptimierung, Selbstverwirklichung so grosse Themen ist, wo wir immer wieder das Gefühl haben, wir müssen das Allerbeste aus dem Leben rausholen, wir müssen alles ausprobiert haben, all die Möglichkeiten ausschöpfen, die wir haben, obwohl das nicht möglich ist, weil wir heute mehr Möglichkeiten als Leben haben. Und wo wir häufig von dem gehetzt werden, gejagt werden, manchmal auch überfordert sind und nicht mehr zu Schlag kommen damit. Die Zeit hinein zeigt dir die Hoffnung, dass du nicht alles aus dem Leben rausquetschen, weil das Beste schlussendlich noch kommt. Dass du gelassen darfst sein, weil du darfst wissen, du hast eine Zukunft. Es geht schlussendlich noch weiter. Es ist nicht alles, was du da hast. Aber es geht noch viel weiter, oder? Die Botschaft aus der Bibel, wo uns der Franz auch aufgefordert hat, uns damit zu beschäftigen, das anzuschauen, gibt noch viel, viel mehr Hoffnung für dein Leben heute. Wenn du mit dem Gott lebst, wirst du erfahren, dass es eine Hoffnung gibt auf einen Neuanfang. Dass für dich, egal wie dein Leben bis jetzt war, ein Neuanfang möglich ist. Dass es Vergebung kann geben für dich. Egal, ob du der bist, der anderen muss vergeben muss. Oder ob andere an dir schuldig geworden bist und du musst ihnen so vergeben können. Es gibt auch eine Hoffnung auf Heilung, dass Wunder möglich sind, so wie das der Franz erlebt hat. Es gibt eine Hoffnung auf Annahme und Gemeinschaft, die weit über Familie ausgeht, in der Kirche. Es gibt Frieden, auch wenn rund um dich herum dein Leben stürmt und alles andere wie friedlich aussieht. Einen tiefen inneren Frieden, den dir nur Gott geben kann. Es gibt Sinn für dich, dass du nicht vergebens auf dieser Welt bist, sondern dass Gott einen Plan hat mit deinem Leben. Dass er es gut meint. Und es gibt dir so eine Gelassenheit im Heute. Du darfst wissen, dass du bei Gott geborgen bist und dass er mit dir unterwegs ist. Dass das Leben nicht alles ist und dass nicht alles von dir abhängig ist. Dass da noch jemand ist, der grösser ist, der die Fäden im Griff hat. Das ist die Hoffnung, die mein Leben komplett verändert hat. Ich habe nicht jetzt so eine krasse Begegnung mit dem Gott gehabt, wie das der Franz hatte. Aber ich habe dieser Hoffnung mein Vertrauen geschenkt. Mein Glauben geschenkt. Ja gesagt. Und ich erlebe es immer wieder, wie die Hoffnung vertrauenswürdig ist. Wie ich den Gott erlebe, wie er sich zeigt als Realität in meinem Leben. Und Ostern möchte dir, wenn du die Hoffnung nicht hast in deinem Leben, möchte dir zurufen, die Hoffnung, die ist für dich. Die gilt auch genau für dich, egal wo du stehst. Und der Franz hat das auch schon gesagt, es ist so einfach, um die Hoffnung in Anspruch zu nehmen. Wir müssen ihr unseren Glauben geben und sagen, ja, ich möchte das glauben, ich möchte ab heute so leben, als wäre das eine Realität, als wäre ich mir vielleicht schon zu 100% sicher. Und nicht uns einfach in etwas hineinsteigern, sondern es ist auch eine Entscheidung. Und ich glaube, ein Teil, der nachher passiert, ist das, was Gott tut in deinem Leben, dass du ihn kannst erfahren und kannst spüren. Und diese Möglichkeit hast du heute Morgen. Es ist ein einfaches Gebet und wir haben Leute, gerade in dem Teil, der jetzt nach dieser Predigt kommt, die sehr gerne mit dir beten, wenn du nicht weißt, wie du das machen sollst. Oder vielleicht hockst du an jemandem, wo du kannst fragen und sagen, hey, wie kann ich das machen? Sie erklären es dir noch so gern. Vielleicht hockst du da drin und du kennst eigentlich die Hoffnung, aber du merkst, dass du in gewissen Lebensbereichen die Hoffnung verloren hast. Und nicht mehr so lebst, als wäre die Hoffnung wirklich Realität. Du merkst, dass irgendwo etwas da dazwischen gekommen ist und ich möchte dich dann auffordern, dich nochmal neu zu entscheiden, dieser Hoffnung Glauben zu setzen. Glauben entgegenzuhalten und zu sagen, ich glaube und ich lebe so, als wäre es eine Realität. Und du wirst erfahren,
dass es die Realität ist, dass es sie gibt, dass die Hoffnung echt ist. Und so frage ich dich, wo musst du dieser Hoffnung nochmal neu Glauben schenken? Und das vielleicht heute am Morgen festmachen. Du darfst das auch für dich entweder allein machen oder du darfst noch so gern zum Gebetsteam, das das mit dir zusammen macht. Weil häufig, um sich auch später nochmal zurück erinnern, braucht es jemanden, der mit dir dabei war. Oder du weißt, ich habe das mit dieser Person zusammen gemacht. Es ist nicht einfach etwas, das so ein bisschen in meinem Kopf herumgesponnen hat. Ich möchte euch einladen zum Aufstehen. Und ich möchte ganz konkret dafür Leute beten, die sagen, ich brauche Hoffnung, ich habe keine. Und ich bitte euch, dass ihr alle eure Augen zumacht. Und die sagen, ich brauche Hoffnung, dass du vielleicht deine Hand kurz zuhebst, dass du ein Stück weit weiss, für wen ich bete. Das ist jetzt der Moment, um das zu machen. Danke vielmals all denen, die so mutig sind. Und ich bete für euch, dass ihr die Hoffnung entdecken und finden. Jesus Christus, ich danke dir, dass du wahrhaftig und verstanden bist. Dass es etwas ist, wo wir glauben dürfen, wo wir unsere Hoffnungen voll darauf setzen und mit Glauben drin hinein gehen und dass das für uns gibt. Und ich danke dir für die Hoffnung, die das in unserem Leben auslöst. All das, dass es ein Leben gibt, das mehr ist als nur das, was wir jetzt da haben. Aber dass es auch einen Neuanfang gibt, wenn das bis jetzt nicht anders gelaufen ist, als wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Jesus, du siehst, wo jede einzelne Person Hoffnung braucht, wo wir sie vielleicht verloren haben, wo wir Situationen haben, die hoffnungslos aussehen. Wir dürfen wissen, dass du der bist, wo alles möglich ist. Wenn du den Tod besiegt hast, dann kannst du auch alles andere machen. Wenn du den Franz kannst von den Tod zurückholen und ihm so kannst begegnen, dann egal, was wir da drin haben, kannst du das machen. Und ich bitte dich, dass du deiner Kraft kommst, dass du dich zeigst. Und Jesus, wir sagen dir auch, dass wir dieser Hoffnung Glauben schenken. Dass wir uns entscheiden, das anzunehmen. Und dass wir so leben wollen, in einer Gewissheit, dass das Wahrheit ist. Ich bitte dich, dass du uns auch immer wieder aufs Neue zeigst, dass wir die Erfahrung machen dürfen und so auch immer wieder neu dürfen die Hoffnung schöpfen. Ich bitte für jede einzelne Person, die nicht recht vielleicht am Hin und Her ist, ob sie sich dieser Hoffnung anvertrauen sollen. Wir können nichts verlieren. Ich bitte dich, dass du diesen Leuten nachgehst, dass du dort, wo Zweifel herum sind, diesen Zweifel redest, dass du auch einfach den Mut gibst, um zu sagen, ich probiere es einfach, ich kann ja nichts verlieren. Danke, dass du da bist, Heiliger Geist, und bei jedem Einzelnen, jede Einzelsituation siehst. Amen.